Mitte Dezember in Pfaffenhofen an der Ilm. Laura Haug hat ein neues Projekt. Sie baut hier mit ihrem Lehrling einen Warmluftspeicherofen zwischen künftigem Ess- und Wohnzimmer. Heizeinsatz und Schamottspeicher stehen schon. Später werden die Kunden vorbeikommen. Bis dahin wollen sie eine doppelte Mauer bauen, damit kein Rauch austreten kann. Ist ja mal was Anspruchsvolles, sage ich mal, weil halt doch ein bisschen Technik dahinter steckt. Mehr jetzt wie bei den Kamineinsätzen, die einfach nur große Scheibe und das Gerät hingestellt wird und dann hochgemauert. Da steckt nicht viel Technik dahinter. Das hat man jetzt hier mit so einem Zugsystem auf jeden Fall. Was Anspruchsvolles kommt ihr gerade recht, denn auch sonst nimmt sie Herausforderungen gerne an. Seit 12 Jahren baut Laura Haug Öfen und arbeitet nur mit Männern zusammen. Wenn man jetzt mit Architekten spricht oder mit verschiedenen Bauleitungen, die nehmen einen, also klar, dann schon irgendwann ernst. Das ist, geht ja erstmal ein bisschen schon darum, sich zu behaupten, klar. Am gleichen Morgen zuvor in Geisenfeld, rund 20 Kilometer entfernt, der Betrieb der Familie. In den Ausstellungsräumen berät Laura üblicherweise ihre Kunden und entwirft auch deren Wunschöfen, wie den in Pfaffenhofen an der Ilm. Ein Prozess, der sie fordert und begeistert. Man sieht die ganze Geschichte einfach wachsen. Man macht was mit den Händen, man hat eine schöne Arbeit und man ist von jedem Gewerk ein bisschen was dabei. Also man tut Fliesen legen, man mauert, man verputzt. Es ist natürlich auch viel Technik, Metallarbeiten. Das ist das, was mir gefällt. Das ist kreativ, weil ich ja auch viel plane, designe im Prinzip, mir da meine Gedanken machen muss und dann natürlich diese Technik damit reinpassen muss. Vor allem gemauerte Öfen sind derzeit gefragt. Bis zu 150 Projekte im Jahr hat der Familienbetrieb. Von ganz modern bis zum klassischen Kachelofen. Alles ist dabei. Laura ist die 9. Generation der Ofenbaufamilie. Derzeit führt ihr Vater den Betrieb. Mit ihm berät sie sich, wie sie ihren Kunden ein Regal fürs Brennholz bauen könnte. Haben wir überlegt, dass wir da vielleicht tatsächlich ein Stahlregal reinmachen, kleines. Da wolltest du ja noch mal eine Probe. Ja, genau, da hätte ich jetzt gedacht, dass wir das ausschaut. eine Probekastel irgendwie machen. Wird aber lackiert, oder? Ich denke, es wird lackiert. Rainer Haug hatte nicht damit gerechnet, dass sein Betrieb einmal weiterläuft. Ich habe halt 2 Mädels, also die Maria und die Laura. Laura ist dann ins Gymnasium gegangen und dann haben wir natürlich als Vater gedacht, sie studiert irgendwas, hat aber dann relativ schnell festgestellt, das ist nichts für sie. Und freudigerweise hat sie halt dann sich entschieden, dass sie diesen Beruf wählt. Und macht mir auch froh, ist klar, wenn die Firma weiterläuft und sie Freude und Spaß am Arbeiten hat. Nach dem Abitur hat Laura ihre Lehre im Bayerischen Wald absolviert. In der Berufsschule sind von 40 Schülern in ihrem Jahrgang nur 2 Frauen. Der Rest eine Truppe von ganz schön rauen Männern. War schon immer mal wieder ein bisschen den Ellenbogen auspacken, weil sonst tanzen sie einem auf der Nase rum. Aber Laura schreckt vor nichts zurück. Zuschneiden und Schweißen, auch das gehört dazu. Ihren Meisterbrief erhält sie mit Auszeichnung als Jahrgangsbeste. Wieder auf der Baustelle in Pfaffenhofen an der Ilm. Gleich werden die Kunden kommen. Ob Laura ihre Wünsche erfüllen kann? Es ist halt ein sehr zentrales Objekt in diesem Haus. Also, das heißt, zentraler geht es ja fast nicht mehr. Daher sollte es schon auf jeden Fall ihrem Wohnbefinden, sage ich jetzt einmal, entsprechen. Wie gesagt, ja, hallo, grüß euch, servus. Für Familie Gassner ist der Ofen ein lang gehegter Traum. Die Technik ist abgeschlossen. Jetzt wird er noch verputzt dann, oder? Ja, noch nicht ganz. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier den Lederofen. Das ist das Zugsystem, das ist das, was warm macht. So weit, so gut. Aber jetzt will Laura Haug noch das Regal fürs Brennholz besprechen. Die Frage ist halt jetzt, wollt ihr da einen Regalboden rein? Wollt ihr das Regal verputzt haben? Wollt ihr eine Steinplatte reinlegen? Habt ihr eine Idee, ob ihr vielleicht Stahl rein wolltet? Stahl fände ich eigentlich schon ganz schön. Ist halt auch unempfindlich. Genau, ist unempfindlich. Man kann das Holz rein und rausschlichten. Und ich finde, es passt halt auch zu dem schwarzen Rahmen. Einfach, Zuerst hatte Lauras Vater die Familie beraten. Die Umsetzung übernimmt nun sie.
Franziska Gassner ist damit mehr als einverstanden. Ist natürlich was ganz Besonderes. Ist noch mal schöner. Laura ist sehr sympathisch und wir sind froh, dass wir da die Firma Haug empfohlen bekommen haben von unserem Bauleiter und dass wir da gelandet sind. Und ja, also was ich sehe, macht es ja wunderbar. Das freut uns natürlich. Ja. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Ofen fertig ist. Dann muss er erst mal trocknen, bevor die Ofenbauerin ihren Kunden zeigen kann, wie man ihn richtig anheizt. 8 Wochen später in Geisenfeld bei Familie Haug im privaten Teil ihres Geschäftshauses. 4 Generationen sind zusammengekommen, auch die Kinder von Laura sind mit dabei. Großvater Georg Haug erzählt von früher. Die Geschichte des Ofenbaubetriebs lässt sich rund 280 Jahre zurückverfolgen, über Wasserburg und Gars am Inn bis hierher. Vater praktisch, der ist nach Geisenfeld gekommen und hat da und haben da dann in dem Haus in der Maximilianstraße, waren sie in der Pacht. Das war 1930. Die Großeltern haben später dieses Haus gebaut und bis zur Betriebsübergabe an ihren Sohn hier gelebt. Seine Mutter stammt auch aus einem Ofenbaubetrieb. Ingrid Haug war wohl eine der ersten Frauen in Bayern, die 1959 die Ausbildung als Fliesenlegerin und Ofenbauerin machte. Da gab es weder Damentoilette noch Umkleidekabine noch sonst was. Und als ich in der Bauhandwerkerschule angerückt bin mit Dirndl, haben wir gedacht, musst du schick ausschauen. Dann bin ich zum Direktor gekommen, habe mir der so von oben bis unten angeschaut. Und dann sagt er, und was wollen denn Sie hier? Ja, sage ich gehe jetzt in die Berufsschule. Über 60 Jahre später hat sich nicht viel geändert. In Bayern gibt es laut Handwerkskammer unter rund 630 Inhabern von Ofenbaubetrieben gerade mal 7 Frauen. Georg Haug freut sich jedenfalls, dass auch seine Enkelin jetzt tatkräftig den Betrieb mitführt. Das ist Tradition. Am Nachmittag in Pfaffenhofen an der Ilm. Der Ofen ist fertig und getrocknet. Laura hat sich mit Familie Gassner verabredet, um gemeinsam anzuschüren, wenn alles gut geht. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen schwerfällig anfängt, das ganze System zu brennen, dass man ein bisschen mehr Luft zugeben muss, indem man die Tür ein bisschen auflässt, weil das ist ja alles das erste Mal. Also auch der Schornstein ist kalt, ist noch nie benutzt worden. Grüß euch, Hallo, servus. Hallo. Jetzt mit Nachwuchs. Jawohl, schön. einer mehr. Einer mehr. Jetzt ein spannender Moment. Zum ersten Mal soll das Feuer im Ofen brennen. Ja, ich freue mich drauf, weil es jetzt eigentlich so ein erster Moment ist, wo es jetzt wirklich mal wohnlich wird hier drin. Momentan ist es ja noch ein bisschen staubig und einiges los, aber wenn jetzt mal ein Feuer brennt, dann kann man sich jetzt schon was drunter vorstellen und da freue ich mich jetzt drauf. Schlichten uns da so ein bisschen ein Lagerfeuer rein. Ich mische das immer, so ein bisschen kleines Holz, ein bisschen großes Holz. Am Anfang soll man ein bisschen langsam anschüren, nicht gleich immer Vollgas. Wie gesagt, das ganze System ist ein bisschen frisch. Der muss auch erst ein bisschen auf Touren kommen. Also er tut sich noch ein bisschen schwer, weil es ist ja alles auch ganz kalt, ist noch nie gelaufen. Franziska Gassner hat schöne Erinnerungen an den Kachelofen im Haus ihrer Eltern. Die will die junge Mutter nun wieder aufleben lassen. Es ist toll, also mir gefällt das sehr gut. Man möchte eigentlich gleich am liebsten da die Couch herstellen und sich hinsetzen zum Feuer. Auch die Stahleinsätze für die Holzregale sind fertig. Und wie gefallen sie Georg Gassner? Ja, alles gut. Also wir wollten also ein bisschen das Metallische oder den Stahl wieder aufnehmen und passt sehr schön rein. Ein anspruchsvoller Einbau und rundum gelungen. Für Laura Haug die beste Bestätigung. Ihre Wünsche für die Zukunft? Für mich persönlich, naja, dass es hoffentlich toll weitergeht bei uns und dass ich mit meinen 2 Kindern auch den Betrieb weiter schmeißen kann. Dass ich auch, klar, Nachwuchs irgendwann von Gesellenseite her bekomme. Dass
dass ich diese Tradition, die meine Familie im Prinzip irgendwo sich natürlich aufgebaut hat über die Generationen, dass ich das weiterführen kann. Sie möchte noch vielen Kunden eine Freude machen. Die Ofenbauerin aus Geisenfeld, eine bemerkenswerte Frau im Handwerk.